Einen wunderschönen guten Abend miteinander, alle ihr, die hier in der Parkarena sind, aber auch die daheim. Wir heißen euch willkommen zu dem Karfreitags Open Worship. Wir freuen uns, zusammen mit euch einzutauchen in das Lob für den Jesus, was er getan hat vor rund 2000 Jahren. Und ich will nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen, es ist ja eigentlich ein Abschiedsfeier. Und das hat ein bisschen etwas widersprüchliches, Abschied und gleichzeitig Feiern. Aber ohne, dass ich jetzt gross viel sagen will, wenn wir miteinander hingehen und den Jesus feiern. Und wir wollen das nicht nur heute Abend machen, wir wollen das logisch auch am Sonntagmorgen machen. Und da möchte ich dich herzlich einladen für unseren Ostergottesdienst. Für mich ehrlich gesagt der höchste Viertag vom Jahr. Weil wenn es den nicht gibt, wäre wahrscheinlich Weihnachten auch nicht so wichtig. Und der Karfreitag wahrscheinlich überhaupt nicht. Ohne Ostern macht unser Kirchenjahr wahrscheinlich keinen Sinn. Und darum ist das für mich der grösste Sonntag vom Jahr, der Ostersonntag. Darum sind mit uns, entweder hier in der Parkarena, irgendwo in unseren Locations oder natürlich daheim ab 10:30 auf dem Livestream. Und wenn du eine Family hast und sagst, hey, ich fände es cool, die Ostern zu erleben mit meiner Family, dann haben wir eine wunderbare Seite von unserem Kids and Youth Team auf family.gvc.ch und dort findest du alle Informationen für Ostern to go. Und da wären wir aufgefordert, euch zu bewegen im Raum Winterthur und Ostern wirklich zu erleben. Darum, wenn du Family hast und am Sonntag ein bisschen raus willst mit deiner Family, dann wäre das eine super Chance, Ostern to go auf family.gvc.ch. Und das Letzte, wenn du heute Abend vielleicht das erste Mal einschaltest und das Gefühl hast, was singen die ganze Zeit von dem Jesus, wer ist das überhaupt? Dann würde ich dir den Alpha Live empfehlen. Das ist ein Grundkurs, wo wir uns um die wichtigsten Fragen vom Leben drüllen. Wo du darfst deine Fragen stellen, und zwar keine Frage ist irgendwie zu hoch, zu dumm, zu unüberlegt. Du darfst kommen mit dem, was dich beschäftigt. Und für das ist Alpha Live. Und vielleicht denkst du auch heute Abend an irgendeinen Neben, wo du denkst, wow, dem tut es gut. Ich würde ihm wünschen, dass der Jesus auch so erleben wie ich ihn erlebe. Dann lade ihn ein. Und mach nicht du die Entscheidung für deinen Kollegen, für deine Freundin, für wer auch immer. Das ist ihre Entscheidung, ob sie kommen wollen oder nicht. Unser Job ist, sie einzuladen. Und jetzt wollen wir einstimmen miteinander und den Gott loben und preisen, der das erst möglich gemacht hat.
Yes, Jesus, wir sind hier heute Abend wegen dir, weil du etwas gemacht hast, was einzigartig ist in dieser Weltgeschichte. Du bist unschuldig, absolut perfekt, ohne einen Fehler, für den schlimmsten Tod gestorben, der möglich ist. Und alles nur wegen mir, alles nur wegen dir, alles nur wegen uns. Jesus, wir preisen dich für das und wir wollen heute Abend ganz speziell uns das in Erinnerung rufen. Was du getan hast vor rund 2000 Jahren. Du bist der König, der lebt für immer.
Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are victorious. You are victorious. You are victorious. Das erste Mal heute Abend, dass du an einem Open Worship bist, möchte ich dir ganz kurz sagen, was wir da machen. In erster Linie, wenn wir einfach Gott anbeten. Und wie wissen wir noch nicht genau. Das ist so eine kurze Zusammenfassung. Wir haben uns Zeit genommen, haben den Geist Gottes gefragt, dass er uns hilft und uns führt und leitet heute Abend, weil er schlicht und einfach der beste Worship-Leiter ist, was es gibt. Darum sind wir selber gespannt, was heute Abend hergeht. Es lässt uns aber sehr aktiv mitmachen. Und auch dich, wo du da bist in der Parkarena oder daheim vor dem Bildschirm. Ich möchte euch Milena vorstellen. Milena, komm noch ganz kurz vor. Und sie sagt euch, wie ihr könnt euch ganz aktiv beteiligen an diesem Abend, dass es nicht nur einfach ein Worship-Konzert ist von uns hier auf dieser Bühne. Genau, wenn du daheim oder auch da vor Ort irgendwie einen Eindruck hast, dir eine Bibelstelle in den Sinn kommt, ein ermutigendes Wort, ein Gebet, was auch immer, ein Bild, dann versuch das doch irgendwie zu beschreiben und im Chat vom Livestream zu schreiben. Und ich werde dann irgendwie versuchen, das da reinzubringen und wer weiß, was daraus entstehen kann. Ich freue mich mega, wenn ihr aktiv dabei seid und auch Sachen euch getraut, die Sachen, die euch in den Sinn kommen, zu teilen im Chat. Lasst uns doch die Bridge noch mal singen. Das ist das, was wir heute Abend wollen. Wir wollen das Banner Ruhe haben. Von dem Jesus, von dem Sieg. We live. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus.
victorious. Ja, das Geschenk von dir bewirkt in mir die Umkehr zurück zu dir. Du hast alles gegeben für mich, du hast alles gegeben für mich. Ja, das Geschenk von dir bewirkt in mir die Umkehr zurück zu dir. Du hast alles gegeben für mich, du hast alles gegeben für mich. Ja, das Geschenk von dir bewirkt Umkehr zurück zu dir. Du hast alles gegeben für mich. Du hast alles gegeben für mich. Ja, das Geschenk von dir bewirkt in mir die Umkehr zurück zu dir. Du hast alles gegeben für mich. Du hast alles gegeben für mich. Ja, das Geschenk von dir bewirkt in mir die Umkehr zurück zu dir. Du hast alles gegeben für mich. Du hast alles gegeben für mich. Ja, das Geschenk von dir bewirkt in mir die Umkehr zurück zu dir. Du hast alles gegeben für mich. Du hast alles gegeben für mich. Du hast alles gegeben. Du hast alles Ja, das Geschenk von dir bewirkt in mir die Umkehr zurück zu dir. Du hast alles gegeben für mich. Du hast alles gegeben für mich. Das Geschenk von dir, die Umkehr zurück zu dir. Du hast alles gegeben für mich. Du hast alles gegeben für mich. Lukas 22, Vers 15 steht, er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Und es ist so schön, um zu sehen, wie sich Gott auch jetzt danach sehnt, um mit uns Zeit zu verbringen. Um mit uns heute Abend die Zeit zu geniessen.
Mir ist heute Nachmittag, wenn ich ein bisschen gefragt habe, was ich heute Abend dran sehen könnte, ein lustiges Wort in sich kommt, zwar einfach Abschied. Und ich habe dann ein bisschen weiter nachgefragt, ja, Abschied. Was heißt denn Abschied? Und mir sind zwei Gedanken gekommen. Das eine ist der Abschied, den die Jünger zu tun hatten, damit vor rund 2000 Jahren, wo sie Jesus haben müssen verabschieden mussten. Also sie haben nicht nur eine Beerdigung gehabt, die sie müssen durch, respektive eine Kreuzigung, die noch viel schlimmer ist. Sondern sie haben müssen Abschied nehmen von einem Weltbild, Abschied nehmen von einer Idee, von einem Wunsch, von einem Messias-Verständnis. Weil sie haben ja bis dahin haben sie ja geglaubt, der Jesus, der befreit uns von der römischen Besatzung. Das ist ihr Verständnis vom Messias. Und dann lässt sich der ans Kreuz nageln. Und in dem Moment haben sie sich von ganz vielen müssen verabschieden, was sie bis dahin geglaubt haben. Ich bin überzeugt, sie haben bis zuletzt geglaubt. Ich meine, der eine, der neben Jesus hängt, sagt ja noch, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann steig doch jetzt ab vom Kreuz. Ich meine, dann ist der Fall klar, oder? Und ich würde sagen, bis dahin haben die Jünger, zumindest Hardcore-Jünger, haben wahrscheinlich gedacht, ja, er macht es noch. Er macht es wahrscheinlich dann, in dem Moment, wo es niemand mehr glaubt, dann offenbart er sich. Und er hat es nicht in dem Moment gemacht, wo sie gedacht haben. Und zu dem Moment ist wahrscheinlich sehr viel zerbrochen in den Jüngern und nicht nur in den Jüngern. Und ich denke, dass dort ja noch eine ganze Familie war mit Mutter und Geschwistern und so weiter. Aber es war nicht nur ein Abschied von Jesus vor 2000 Jahren, sondern es hat auch mit uns sehr viel zu tun. Der Karfreitag steht auch für uns, für Abschied. Weil Jesus hat an diesem Abend etwas gemacht, wo einzigartig ist, ich habe es vorhin schon gesagt in dieser Weltgeschichte. Er ist ans Kreuz gegangen als unschuldiger Mensch, als absolut perfektes Wesen, um alle unsere Sachen zu tragen. Unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen, unser nicht selber können. Und darum ist der heutige Abend auch in dem Sinn ein positiver Abschiedsfeier. Weil du darfst dich von ganz vielen Sachen verabschieden. Danke Jesus, du darfst dich zum Beispiel verabschieden vom Gedanken, du müsstest es selber schaffen. Oder? Da haben wir schon mal etwas mit dem Volk Israel, das Tausende von Jahren lang selber probiert hat, dem Gott zu genügen. Und sie haben es nicht geschafft. Also du musst es auch nicht selber schaffen. Du musst dem Gott nicht selber genügen. Das hat Jesus gemacht. Also verabschiede dich von dem Gedanken, du musst es selber schaffen. Verabschiede dich von deinem eigenen Plan, von deinen eigenen Ideen, von deinen Vorstellungen, von deinem Willen. Ich meine, Jesus ist in dem Ölberg oben gesehen und hat sogar gesagt, du kennst meinen Willen. Wenn es irgendwie möglich ist, lass das an mir vorübergehen. Das war mein Wille, hat Jesus gesagt. Und dann hat er gesagt, aber Vater, so wie du willst. Und ich möchte dir Mut machen, heute Abend verabschiede dich von deinem Willen, dass dein Leben so muss sein, wie du willst. Sondern frag Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Du darfst dich verabschieden von Scham. Er hat jegliche Scham getragen an dem Kreuz. Du musst dich nicht schämen, für wer du bist. Du bist ein geliebtes Königskind. Eine Tochter, ein Sohn, eine Prinzessin, ein Prinz. Keine Scham musst du mehr haben. Das hat Jesus getragen am Kreuz. Minderwert. Jesus ist für Minderwert gestorben. Du darfst dich verabschieden vom Minderwert. Du darfst herstehen und wissen, wer du bist. Hoffnungslosigkeit. Alte Gewohnheiten, Lügen, Angst und. Und wenn du jetzt am Nattel hockst, da in der Parkarena oder daheim am Livestream, dann schreib ein, von was verabschiedest du, von was hast du dich vielleicht schon verabschiedet und feierst es heute Abend nochmal neu. Halleluja, von dem habe ich mich verabschieden. Dank Jesus, weil er es getragen hat. Und vielleicht ist jetzt so ein Moment, wo du merkst, hey, ich möchte mich von dem verabschieden. Was es auch immer ist bei dir, wo du merkst, ich trage noch Zeug mit mir an. Für das ist Jesus gestorben. Wieso trage ich das noch mit? Das ist gar nicht nötig. Und dann ist es vielleicht ein Statement, dass es hier schreibst und sagt, ich verabschiede mich jetzt ganz bewusst von dem. Und dann wären wir gewesen, hätten wir in 15 Minuten von der Milena gehört, von was ihr euch alles verabschiedet habt oder noch verabschiedet, gerade jetzt in dem Moment. Ich möchte euch einladen zu dieser Abschiedsfeier heute Abend. Es ist eine Feier, weil er es trägt, er hat den Preis gezahlt. Wir sind frei, aber abgeben müssen wir. Er reißt es nicht aus der Hand. Machen wir doch an meiner Stelle.
hast du es Leiden auf dich genommen. An meiner Stelle hast du deine Hand durchbohren lassen. An meiner Stelle hast du meine Sünden auf dich genommen. An meiner Stelle hast du dein eigenes Leben lassen. Jesus, deine Liebe ist so unendlich groß. Wie lieb musst du mich haben. Ich stand da und staune bloß und bete dich an. Ich bete dich, mein Jesus, an. An meiner Stelle hast du es Leiden auf dich genommen. An meiner Stelle hast du deine Hand durchbohren lassen. An meiner Stelle hast du meine Sünden auf dich genommen. An meiner Stelle hast du dein eigenes Leben lassen. Jesus, deine Liebe ist so unendlich groß. Wie lieb musst du mich haben. Ich schlag an und staune bloß und bete dich an. Ich bete dich, mein Jesus, an. Jesus, deine Liebe ist so unendlich groß. Wie lieb musst du mich haben.
Jesus, ist genau so. Du hast den Vorhang abeinandergerissen im Allerheiligsten. Und somit symbolisch zu sagen, der Zugang ist wieder frei. Der Zugang ins Vaterhaus ist wieder frei. Und darum dürfen wir dich frei, du Kinder, anbeten hier. Egal, ob wir hier in dieser Parkarena sind oder daheim. Wir preisen dich, dass der Vorhang abeinander ist. Und dass nicht nur irgendeine religiöse Elite sich vor dir vergnügen darf, sondern dass wir alle das Vorrecht haben, dich anzubeten, in dein Vaterhaus zu kommen, dich zu loben und zu preisen. Jesus, deine Liebe. Jesus, deine Liebe ist so unendlich groß. Wir lieben schon wieder. Ich schlafe schon am Blut von Tagen wieder. Die Nacht, die Jesus war. Jesus, deine Liebe ist so unendlich groß. Wir lieben schon wieder. Ich schlafe schon am Blut von Tagen wieder. Ich warte dich mit Jesus Warte dich mit Jesus Warte dich mit Jesus Wir haben auch das Gebetsteam vor Ort, das euch gerne dient. Wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr froh seid, dass ihr mit dem Zimmer beten könnt, nehmt das in Anspruch. Und auch online, selbstverständlich, den Gebetsbutton nicht vergessen. Wenn du froh bist, dass irgendjemand mit dir betet, das Zimmer von der Gott kommt, dann nicht die Chance und die Gelegenheit, dass Leute für euch da sind, die das sehr gerne mit euch zusammen machen.
Ihr oder wir verabschieden uns vom Gedanken, ich kann es selber. Vom Misstrauen, Sorgen um die Zukunft. Vom Gefühl, alles selber im Griff müssen zu haben. Von der Lüge, dass man nichts zu geben hat. Die Angst davor, zu kurz zu kommen. Das Gefühl, den Menschen müssen genügen und gefallen. Dass ich mich verteidigen oder rechtfertigen muss, wenn Leute negativ über mich reden. Das Verabschieden von überflüssigen Sorgen. Und ja, die eigene Kontrolle loslassen und mehr zulassen. Und das Verabschieden vom Gedanken, ungewollt zu sein oder sogar ungeliebt. Im Vaterhaus kann ich tauschen. Krankheit in Gesundheit, Trauer in Freude, Sorgen in Versorgung, schlechte Worte in Anerkennung. Danke, Jesus. Du bist
tust meine Scham ein bei dir. Ich tust meine Scham ein bei dir. Ich tust meine Scham ein bei dir. Gegen wahre Lebensfreude. Ich kann mich trennen von dir. Ich kann mich trennen von dir. Darum tausche ich meine Scham ein bei dir, denn ich kann mich trennen. Ich kann mich trennen von dir. Ich kann mich trennen von dir. Ich tausch meine Angst. Ich tausch meine Angst ein bei dir. Denn du bist da. Ich kann mich trennen von dir. Ich kann mich trennen von dir. Du bist meine Angst. Du bist meine Angst ein bei dir. Denn du bist da. Wir können uns noch so gut waschen mit den besten Säufen, mit dem besten Desinfektionsmittel, aber wir werden die Schuld oder die Sachen in unserem Leben, die so schwer sind, selber nicht los. Und wir brauchen dafür Jesus. Und es ist so krass, was Jesus da hat, was Gott uns für ein riesiges Geschenk gemacht hat, dass wir uns nicht selber reinputzen müssen, sondern dass er das für uns übernommen hat, dass wir durch ihn dürfen frei sein und rein werden. Das nächste Lied passt so gut zu dem Thema. Wunderbarer Tausch, beautiful exchange.
though I was distant, disillusioned, I was lost and insecure. You were near, though I was distant, disillusioned, I was lost and insecure. Still merciful for my attention, you were waiting at the door. Then I let you in. Trading your life for my offenses, for my redemption, you carried all the blame. Breaking the curse of our condition, perfection took our place. Burden erased, I forgive. There is nothing that could take this love away. And my only desire and sole ambition is to love you just the same.
singt das Herz in mir, oh ich lieb dich. Heilig bist du, Gott, groß und wunderbar. Mit allem, wo ich bin, singt das Herz in mir, oh ich lieb dich. Heilig bist du, Herr, groß und wunderbar. Mit allem, wo ich bin, singt das Herz in mir, oh ich lieb dich. Oh, heilig bist du, Gott, groß und wunderbar. Mit allem, wo ich bin, singt das Herz in mir, oh ich lieb dich. Heilig bist du, Gott, groß und wunderbar. Mit allem, wo ich bin, singt das Herz in mir, oh ich lieb Jemand hat den Eindruck gehabt, dass es Leute gibt, die da sind oder vielleicht auch im Livestream zuschauen, die das Gefühl haben, dass sie Gott nicht hören können. Aber wir wollen dir sagen, du hörst Gott. Und im Johannes 10, Vers 27, dort steht: Meine Schafe erkennen meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Also du kannst Gott hören, du kennst seine Stimme und Gott redet auch zu dir.
groß ist der Herr, ihn preisen wir so groß, so groß ist der Herr. So groß ist der, durch den Kampf singt mir so groß. Nee. So groß ist der. Von Anbeginn. Am Beginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der, sieh mit mir, so groß ist der, ihn preisen wir so groß ist der, ihn preisen wir so groß ist der. So groß ist der Herr, sieh mit mir, so groß ist der Herr. Wir preisen ihn, so groß.
was du dort stehst, als Schmiedeland. Du hast verbracht, du hast alles verbracht, nichts mehr können wir tun. Du hast alles da verloren. Danke dir fürs Kreuz. Ich danke dir fürs Kreuz. Was du dort stehst, als ich mir lasse, als ich mir lasse, als ich mir lasse. Wenn mich mein Weg entmutigt, mich jeder Schritt ermüdet, bin ich nicht allein, bin ich nicht allein. Du ziehst mich spürbar näher, all die Last auf meinen Schultern. Ich bin nicht allein, ich bin nicht allein, aus allem rufst du mich. Halleluja, du führst mich jeden Tag, du führst den ganzen Weg. Halleluja, du führst zum Kreuz hin, du führst mich hin zum Kreuz. Deine Liebe treibt mich kraftvoll an den Ort von deiner Herrlichkeit.
führst mich jeden Tag, du führst den ganzen Weg. Jesus, wir können dich nicht genug preisen für das, was du tun hast. Du hast gesagt, du machst alles neu. Und wahrscheinlich hast du zuallererst an unser eigenes Herz gedacht. Und nicht an eine Weltkugel, und nicht an irgendeine Schöpfung, sondern an unser Herz. Damit unser Herz neu wird, dass es anfängt, in deinem Takt zu schlagen. Dass es anfängt, nach deinem Willen zu fragen. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ich glaube, irgendwo im Matthäus-Evangelium, bin jetzt nicht ganz sicher, steht: Deshalb sträube ich mich nicht, denn das ist es, was wir tun sollen, dein Wille. Ich will mich nicht sträuben, Jesus, gegen deinen Willen. Weil es einzig und allein das ist, wofür ich designt worden bin, wofür ich gemacht worden bin, um deinen Willen suchen und deinen Willen tun. Danke, dass du uns vorausgegangen bist, dass wir in der neuen Zeit leben, wo wir auf dein Leben schauen, auf dieser Welt, was du uns vorgelebt hast, wie man aus dieser 100%igen Verbindung mit dem Vater leben, mit deinem Geist. Und dann heisst es, es ist uns nichts unmöglich, weil du in uns lebst. Und darum möchte ich sagen, ich sträube mich nicht. Das ist, was ich will tun. Das ist dein Wille.
Dein Wille, der soll da geschehen, für immer und ewig. Dein Wille, der will ich tun. Dein Wille, der will ich tun. Dein Wille, der soll da geschehen, für immer und ewig. Ja, und Vater, es ist dein Wille, dass wir Zeit mit dir verbringen, dass wir deine Gegenwart immer wieder suchen und dass wir die Beziehung mit dir führen. Und du wünschst dir, dass es nicht nur wir sind, sondern dass es noch viel mehr Menschen werden, dass viel mehr Menschen zurückfinden zu dir. Und ich möchte dich bitten, dass die Ostern, wo das Jahr anders ist, als wir es wahrscheinlich gerne hätten oder gewöhnt sind, dass die Ostern trotzdem eine Zeit sein, wo Menschen sich fragen, wer du bist, wo Menschen dich suchen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft gibst, um für die Leute in unserem Umfeld zu beten, dass sich die Leute auf die Suche machen nach dir. Auch wenn wir nicht viele Leute treffen im Moment,
möchte ich dich bitten, dass gleich viele Menschen in unserem Umfeld berührt werden von dir und zu dir finden an dem speziellen Osterwochenende. Er ist gut, er ist durch und durch gut. Einfach gut. Du machst mich unfassbar reich, nichts, wo dir im Ansatz gleicht, weil so tief erreichst du mit deiner Liebe. Wenn ich an das Gute denke, wo du jeden Tag neu schenkst, weil du meine Grenzen spürst, kann ich nicht still sein, kann ich nicht still sein. Kann ich nicht still sein. Du bist einfach gut, wer ich so wie du bist, so viel mehr als nur niemand so wie du bist einfach gut, wer ich so wie du bist, so viel mehr als nur niemand so wie Liebe macht mich groß, hebt mich fest, lässt mich nie los, weil dich deine Schöpfung tut. Kann ich nicht still sein, kann ich nicht still sein, kann ich nicht still sein. Du bist einfach gut, wer ich so wie du bist, so viel mehr als du. So wie
so schön bei dir. Bei dir da will ich bleiben. Ich danke dir, mein Herr. Ich danke dir, mein Jesus. Es ist so schön bei dir. Bei dir da will ich bleiben. Ich danke dir dafür. Danke dir, mein Jesus, es ist so schön bei dir. Bei dir da will ich bleiben. Ich danke dir, mein Herr. Ich danke dir, mein Jesus, es ist so schön bei dir. Bei dir da will ich bleiben. Ich danke dir, mein Herr. Ich danke dir. Ich danke dir. Danke dir, ich danke dir, mein Herr. Ich danke dir, ich danke dir. Ich danke, das ist so schön bei dir. Da will ich bleiben. Ich danke dir, mein Jesus. Es ist so schön bei dir. Bei dir, da will ich bleiben. Ich danke dir, mein Herr. Danke dir, mein Jesus, oh, es ist so schön bei dir. Bei dir, da will ich bleiben. Ich danke dir, mein Herr, oh, ich danke dir, mein Jesus. Es ist so schön bei dir. Bei dir, da will ich bleiben. Ich danke dir, mein Herr. Ich danke dir, mein Jesus. Es ist so schön bei dir.
machen wir zum Schluss noch deine Liebe. Das ist tatsächlich schon in der Zeit her, das ist unglaublich. Immer etwa so um 2:30 habe ich das Gefühl, ist erst ein Stand. Und dann zack, ist die zweite. Das ist crazy. Auf E ist drin, oder? Bei mir ist es auf E drin jetzt. Wie ein starker Wein, wo Wurzeln schlägt, nach am Stroh, wo ihn wachsen lässt, verbunden mit der Kraft, wo du hineinfließt und neues Leben schafft. Liebe ist groß, unendlich weit, tiefer als alles, sonst noch gibt. Lass mich sehen, lass mich verstehen, wenn ich das nie ganz begreifen kann. Fühl du mein Herz jeden Tag mehr mit der ganzen Fülle, wo du kannst gehen. Ewiger Gott, nur mehr bei dir, bring meine Seele, wo sie wirklich will. Mit Kraft so unerschöpflich groß, wünsch und der Ruhe und endlich mehr. Mehr als ich je erbieten kann, hast du für uns parat. Die Gelob und Ehre. Liebe ist groß, unendlich weit, tiefer als alles, sonst noch gibt. Herr, lass mich sehen, lass mich verstehen, auch wenn ich das nie ganz begreifen kann.
Danke euch vielmals fürs Mitmachen heute. Es war wunderschön, mit euch zusammen Gott anbeten und wunderschöne Osterzeit wünschen wir euch. Bis am Sonntag, egal wo.
Amen.